Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Silent Hill F. Wir sind gerade dem schrecklichen Nebelmonster entkommen. Haben jetzt allerdings nur noch dieses verbogene Wasserrohr. Ich glaube, damit kommen wir nicht weit. Wir sollten besser gucken, dass wir, wenn möglich, ausweichen. Oder irgendwo eine neue Waffe herkriegen. Oh, da ist... Okay, das ist neu. Ja, wir spielen hier den zweiten Durchgang, also New Game Plus oder Plus. Und da gibt es wohl neue Sachen zu finden hier. So, Tagebuch der Rache. Laut Nihon Shoki, einem der ältesten Geschichtsbücher Japans, forderte Yamata no Orochi, ein 8-köpfiger riesiger Drache, das Opfer schöner junger Mädchen, die er verschlingen konnte. Als die wilde Gottheit Susanoo no Mikoto dies hörte, brachte sie dem Drachen 8 Fässer Sake und zwang ihn, sie zu trinken. Als Yamata no Orochi betrunken war, tötete er den Drachen, indem er ihm alle 8 Köpfe abschlug. Weiß jeder, der Okami gespielt hat. Und den ältesten historischen Aufzeichnungen von Ebisugaoka zufolge flog einer der Köpfe von Yamata no Orochi nach seiner Enthauptung weit nach Westen und fiel zwischen die Berge von Higa no Kuni. Der Kopf erwachte schließlich als giftiger Wasserdrache wieder zum Leben, der das Land viele Jahre lang heimsuchte. Higa no Kuni ist heute als Ebisugaoka bekannt. Es gibt Aufzeichnungen über giftige Gaslecks aus den unterirdischen Wasserströmen in der Vergangenheit. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Legende eines giftigen Wasserdrachens hier ihren Ursprung hat. Obwohl die lokalen Aufzeichnungen besagen, dass Yamata no Orochis Kopf hierher geflogen ist, gibt es davon in Nihon Shoki keine Erwähnung. Man kann sich denken, dass einige dreiste Personen den giftigen Lecks einen religiösen Anstrich geben, um Profit zu machen und Zusammenhänge mit Hilfe berühmter Literatur vortäuschen, um ihre Behauptungen zu untermauern. Oh, eine Emma gekriegt. Eine Holztafel. Lege sie nach dem Aufschreiben deiner Wünsche in den Hokora zurück. Och, das ist ja gut. Das ist ja richtig gut. Also ein Emma. Emma können wir gebrauchen. Okay, jetzt wieder ein bisschen Konzentration. Ein Küchenmesser. Ja, wir haben eine andere Waffe gefunden. Ich wechsle mal aufs Küchenmesser. Ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht hinterrücks angegangen werden. Okay, da ist was hinten dran. Nö. Was ist denn das da? Ein kleiner Hundezwinger. Habe ich das nicht letztens schon gefunden und dachte, es ist ein kleiner Hundezwinger? So, jetzt pass auf, wir gucken mal kurz auf der Karte. Also so falsch sind wir nicht. Wir müssen ungefähr dahin. Der Weg ist so, ja... Rinko. Rinko? Das ist nicht Rinko. Bin mir relativ sicher, dass das da nicht Rinko ist. Komm du mal her, du. Bleib du mal liegen, du. So, siehste. Keine Gefangenen hier. Keine Gefangenen. Wer tut denn hier so schön guttural singen? So irgendwie. Das war nicht Rinko. Bin ich mir relativ sicher. Okay. Aber aufpassen. Wir sind hier nicht sicher. So. Okay. Ich höre was. Da oben. Da oben läuft jemand rum. Und das sieht nicht nach einer Freundin aus. Ich habe Angst, dass die mir jetzt auf den Kopf hupst. So. Okay, wir gehen also weiter vor. Wir sind gut unterwegs, ihr Leute. Also da hoch.
Ich muss da hingehen. Da ist natürlich abgeschlossen, das ist klar, aber ich muss ja gucken. Ich muss ja gucken, damit meine Karte anzeigt, dass es hier nicht weitergeht. Das ist sehr wichtig. Okay. Da oben war eine, das weiß ich. Was liegt denn da? Oh, ich glaube, das ist ein heiliges Wasser. Ein Werkzeugsatz. Soll man den Werkzeugsatz gleich... Nee, den benutzen wir nicht. Wir haben hier ein gutes Messer. Jetzt aber aufpassen. Da ist wer. Da war doch eben noch wer. Nicht veräppeln lassen. Die ist da hinterm Haus. Guck, da steht's. Da, na, natürlich ist sie da. Habt ihr sie gesehen? Da hinten. Den Fuß. Den Fuß. Komm du mal her. Hast du gedacht, hä? Komm, ich sag dir mal was. Das machst du keine 5 Mal mit mir. Fräulein. Fräuleinche. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, sorry, aber man muss sich ja auch mal freuen können. Okay, die hat in irgendeinem Hinterhof sich versteckt. Gibt's da irgendwas? Nö. Da ist zumindest, ach so, ein kleiner. Was gibt's hier? Ramune? Ja, Ramune nehme ich mit. Entschuldigung. Übrigens habe ich nachgeguckt. Wir sind ja hier im New Game Plus. Und um ein anderes Ende zu kriegen, außer das UFO-Ende, auf was wir eigentlich hinstreben, darf man auch, also um die anderen Ende, außer das UFO-Ende zu kriegen, darf man keine roten Kapseln zu sich nehmen. Du darfst sie aufnehmen in dein Inventar, das ist in Ordnung. Du darfst sie aber nicht, wie ich das jetzt hier machen könnte, benutzen. Das darfst du nicht. So. Habe ich mich gut belesen? Okay, da bin ich hergekommen. Das macht das deutlich einfacher, denn ich habe nämlich einen wilden Aufnahmefinger. Ist es? Shu, doko ni iru? Gute Frage. Wo ist er, der Schuh? Daneben drin irgendwo? Nee. Was haben wir hier? Yokan. Natürlich schön langsam bleiben. Auf keinen Fall irgendwas überstürzen. Denn schwuppdiwupp sind wir wieder in irgendeinen Hinterhalt geraten, wo wir nicht hinwollen. Zum Beispiel in den da. Komm du mal her, du. So, ich mache einfach immer die Mega-Attacke mit dem Messer, weil irgendwie brauche ich da nur einen Schlag. Das ist sehr praktisch. Da kann sie noch so viel Throat-Singing machen. Das nützt nix. Ich hab dich schon abgeschnippelt. Gibt's hier irgendwas? Guck doch da irgendwo hin. Moment. Gut umgucken. Ich muss auch bedenken, als mal nach oben zu gucken, denn die sitzen ja gerne auf dem auf den Häuserdächern und springen dann aus dem Hinterhalt runter. Noch mehr Ramune, her mit. Ich würde gerne diese Schaufel da mitnehmen, die sieht so stabil aus. Was haben wir hier? Nix. Nix ist nicht viel. Oh, das da oben. Das ist was Schönes. Aber nicht... Oh, das sieht nicht gut aus hier. Rote Pillen. Ey, wenn ich nicht muss, nehme ich sie nicht auf. Das sieht auf jeden Fall schon mal... Ein Baseballschläger, yeah! Der ist gut, den nehmen wir mit auf jeden Fall. So, jetzt pass auf. Wir legen was in den Schrein. Und zwar, rote Kapseln kann ich leider nicht. Also richtig viel haben wir erstmal nicht. Große Menge Gesundheit, das macht ein Verband aber auch. Wir behalten erstmal. Ja, wir haben ja beten. Also wir haben ja ein Emma gekriegt. Ein Emma, ich weiß schon wieder. Also wir brauchen 3000 Punkte. So lange sparen wir einfach. Wir sind ja noch ganz am Anfang vom Spiel. Wir haben ja noch vom
vom ersten Durchgang haben wir Gesundheit, ich glaube, zweimal aufgepowert, Ausdauer zweimal, Verstand haben wir, glaube ich, einmal aufgepowert. Wir können ja eh nichts gerade machen, also von daher alles in Ordnung. Speichern wollen wir aber. Und zwar da unten. Wir gehen von oben nach unten einfach durch. So. Gut. Dann gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Mit einer Cutscene. Ich mit meinem treuen Eisenrohr. Kerzengerade, als wäre nichts passiert. Was gibt's da? Sakuko. Ach ja, ich erinnere mich. Guck mal, wir haben noch die Fuchsbrosche an. Siehst du das? Wo wir gekriegt haben. Aber sowas von geschlossen ist der. Mädel, lass mich doch einfach in Ruhe trauern um meine Freundin. 私やっぱり咲くことの約束守りたいよ。Wir brauchen die beiden. Zwei. Oh oh. Nebel ist wieder da. Ah, der Kopfwehnebel. Wer kennt ihn nicht? Den fiesen Kopfwehnebel. Der uns in den dunklen Schrein bringt. Kommt denn er her?
ここどこ Odoko? Kuckuck. Wir sind im dunklen Schrein. Auch hier wieder nochmal kurz der Hinweis, ich werde es dann auch lassen in den weiteren Folgen. Wenn ihr euch immer wieder fragt, hä, von was redet der da? Wieso weiß der Sachen, die ich nicht weiß? Wir sind hier im New Game Plus. Wir haben das Spiel schon einmal durchgespielt. Könnt ihr auf meinem Kanal nachgucken. Ist verlinkt am Ende des Videos oder in der Beschreibung vom Video. Und dann seht ihr das. So, guck mal, hier gibt es ein Kutsu, von allen respektiert und ein Anführer des Volkes, wurde mit Pinie verheiratet. Pflaume, von allen geliebt und immer Mittelpunkt jeder Gruppe, wurde mit Bambus verheiratet. Chrysantheme, die keinen Partner hatte, verbrachte ihre Tage damit, bei Kutsu zu lernen und wurde als Weise des Ostens bekannt. Möge der Wohlstand unseres Clans ewig währen. Ah, ja. Ach, guck mal. So, also, wir kriegen doch noch nicht alles. Das ist das erste Rätsel, wo ich mich so gefreut habe, dass es so ein schönes Rätsel ist. Ich will mich noch ein bisschen umgucken, ja, bringt aber, glaube ich, eigentlich nicht viel. Also, pass auf, Tagebuch. Kutsu, von allen respektiert und ein Anführer des Volkes, wurde mit Pinie verheiratet. Also müssen wir Kutsu. Kutsu weiß ich, das ist so kleeblattartiges Dingens, ne? Lass mal kurz gucken. Das da ist Bambus. Nein. Untersuchen. Das ist, glaube ich, Chrysantheme. Ich habe das alles schon durch. Das wird jetzt ein bisschen was Schnelleres werden. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo es hinkommt. So. Das hier untersuchen. Das ist, glaube ich, Kutsu. Ja, das ist eine Ratte. Das ist Kutsu. Und hier haben wir Pflaume. Dürfte das sein? Wegen der Pflaumenblüte. Bin mir da, aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher. Und das da ist Pinie. Wegen dem Baum Pinie. So. Aufheben. Ich mache den dahin. Das ist Kutsu. Kutsu ist irgendwie so ein grünes Blattgedönse. Das kommt dahin. So, Moment, wie ging es weiter? Pflaume, von allen geliebt, Mittelpunkt. Es gibt nur eine Mitte, das muss hier sein. So, jetzt habe ich hier Chrysantheme. Chrysantheme, die keinen Partner hatte, verbrachte ihre Tage damit, bei Kutsu zu lernen. Wurde als Weise des Ostens bekannt. Okay, dann kommt hier Chrysantheme hin. Und ihn hier muss ich mit ihm vertauschen. Denn sie hat ja bei Kutsu gelernt, weißt du? So, und Bambus, weiß ich gar nicht mehr, was war mit Bambus? Pflaume wurde mit Bambus verheiratet. Das Pflaume in der Mitte, das ist Bambus. Bam. So einfach kann's gehen. Wenn man weiß, was eine Chrysantheme ist und was ein Kutsu ist und dass die Pflaume schönere Blüten hat als eine Kirschblüte. Das wusste ich. Wenigstens das wusste ich damals beim ersten Mal. Okay, also dieses Rätsel wurde also nicht geändert im New Game Plus. Ich weiß gar nicht, ob sie die Rätsel ändern oder ob da andere Rätsel kommen oder so. Scheinbar nicht. Okidoki. Ich glaube, wir treffen jetzt... Die Banatzelauer. Verlass die große Halle. Ja, komm, ich renne mal besser. Junge, wie tief ist denn dieser Nebel hier? Seht ihr, wie mein Verstand runtergeht? Nicht gut. Aber gerade noch so geschafft. Mach die Tür auf!
Ja, dann mach sie doch auf. Da ist er. おはよ Oh, hallo. う。悪い夢にうなされていたかな。悪い目。怪我はないか。怪我をするようなことは私がする。君は体を大事にしなさい。ありがとう。 Du hat ja eigentlich einen Rasierpinsel dabei. Naja, okay, ich sehe es, warum er das hat, weil er ist ziemlich gut rasiert, muss man doch sagen. Der Fuchs hat sich einen Wolf rasiert. Oh, weg ist er. Weg ist er, der Göttergatte. こっちだ。 Alles klar. Dann legen wir mal los, ne? Aber natürlich gucken wir uns erstmal ordentlich um. Komm mal her. Da, gucke, da liegt nix. Außer ein rotes Baumdingens. Das ist nicht viel. Und auch hier wieder beim zweiten Durchgang, genauso wie beim ersten, zeigt sich, der Mann sagt, komm hinterher. Ich so, ja, sag du, erzähl mal du nur was. Weißt du, ich guck mich erstmal um. Weil wir das wollen. Ich habe auch gesagt gekriegt bei meiner Freundin, die geguckt hat beim ersten Durchgang, hast da aber ziemlich viel liegen lassen hier. Moment, lass mal kurz gucken. Schreinweg. Ja, ich passe sowas von auf. Bin der Oberaufpasser. Und man kann ja hier auch Sachen finden, weißt du? Das Wasser. Das Wasser soll ich, glaube ich, nicht treten. Nicht irgendwie irgendwas Cooles machen? Nee, ne? Kann ich da rüber gehen? Nee. Gerade hinter mir geplatscht. Das sind übrigens Tori. Tore. Irgendwie. Die sind recht cool. Wie sich später im Verlauf des Spieles noch herausstellen wird. So. Okay. Ist hier irgendwas zu gucken? Nee, Steine, ranzige Steine. Komm, wir legen mal einen Zahn zu. Ich weiß, dass hier, glaube ich... Nee, ich hab's hier. Du rennst doch vor, weißt du? Nimm dir Zeit. Junge, ich bin hier im Dunkeln ganz alleine. Ich bin ein armes Mädel. Bleib gefälligst hier. Oder so. Ja, rennt da weg. Der Knecht. Also sind wir bei dem nächsten Rätsel. Ah, ja, okay. Ich kann mich noch dran erinnern. Das haben wir auch. Kann ich da irgendwo hingehen daneben? Können das da drumherum gehen? Ah, okay. Ich würde ihm gern drumherum... Ach, guck mal. Da ist durchaus ein Pfad, aber ich kann ihn noch nicht gehen. So, komm, sollen wir ein bisschen hier gucken? Gucken wir, ob wir schon mal was Interessantes finden. Vogel, dicke Katze, Baum, Schildkröte. Nee. Wir brauchen einen Kessel. Das da sieht doch sehr interessant aus. Sind das Muster? Irgendwelche Symbole? Vielleicht. Das da sieht mir aus wie ein Wagenrad. Vielleicht wird das später nochmal nützlich sein. Oh, das sieht auch aus wie ein Wagenrad. Das sind aber viel Wagenräder jetzt gerade. Ich bin irgendwie verwirrt. Gut, dann muss ich wohl doch warten, bis wir irgendwann die Rätselbeschreibung kriegen. Ich dachte, ich kann jetzt hier das Rätsel schon quasi lösen. So, guck mal hier. Kannst du vorwärts gehen? Ja, ich gehe ja schon. Also, ja.
こっちだ。 Nanu? Was ist denn das? Das sieht mir aus wie ein kleiner Dolch. Ein sehr stabiler kleiner Dolch. Kaiken. Ein wunderschöner Dolch für zeremonielle Zwecke. Die Klinge wurde absichtlich stumpf gemacht, daher ist er nicht die beste Waffe. Er scheint jedoch überraschend langlebig zu sein. Oder lebig. Moment, da ist noch was. Die Inari-Statue lacht. Unheimlich. Das ist sowas von. Jetzt guck, jetzt habe ich nämlich eine Waffe. Nimm schnell! Oh, ja, okay. Ich habe zwar eine Waffe, aber irgendwie quasi... Wo ist er denn hin? Da liegt was. Ein Stück Papier. Was für ein wunderschöner Ort das ist. Glitzernde Seen, duftende Blumen, das melodische Zwitschern der singenden Vögel. Das muss das Paradies sein. Ich muss mich noch ein bisschen umgucken. Guck mal, da liegt doch was. Nee, das ist auch irgendwie nichts. Ich würde gerne die Lampe etwas höher halten. Meinst du, ob sie noch mal meckert, wenn ich da hinten rumgehen will? Da liegt was. Ich kann es sehen. Higashi. So, jetzt würde ich gerne doch noch ein bisschen... Ach, jetzt darf ich mich hier umgucken. Das ist sehr praktisch. 向こう側から鍵がかかってるみたい。 Ich gehe jetzt mal einfach zurück. Weil ich das kann. Ich hoffe, dass jetzt noch kein Monster kommt. Hier kommt irgendwann ein Monster. Auch eins, das man nicht platt kriegt auf längere Zeit. あの人についていこう。 Okay, ich muss ihm immer noch folgen. Ja gut, dann machen wir das. Dann machen wir das, damit wir dieses Rätsel hier hinter uns kriegen. Was war das da Lustiges, was mir gerade ins Auge geflattert ist? So, daneben war die Tür, die ich nicht durch kann. Aber immerhin ist es vermerkt, ja. Gut. Gut umgucken. An Steinen oder auf Steinen oder so liegen halt manchmal Sachen. Hat man ja eben gerade gesehen, Brief zum Beispiel. Oder manchmal ist auch auf Steinen etwas eingeritzt. Wo man dann halt richtig stehen muss, damit man es lesen kann. Deshalb gucke ich mich hier so um. Wo war denn, wie komme ich denn, also da kann man doch irgendwie rübergehen, kann man da doch, oder? Nee, kann man nicht. Schade. So, wo ist er denn eigentlich? Wo ist er denn hin? Hat er mich wieder allein gelassen, ja? So. Komischer Baum. Man muss sich ja gut umgucken, ne? ここは何 Ach so. の神社？ Ja, das ist der Schrein, wo der Typ drin ist, schätze ich. Hoffe ich. Hoffe ich. Zu schätzen. Ach, ich erinnere mich. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Was guckst du denn so blöde, hä? Kimi no tame ni kagi o yoi shita. Annai shiyou. Okay. Da hinten brennt eine rote Lampe. Siehst du das? Da hinten? Sollen wir da mal hingehen? Zu der roten Lampe? Ah ne, da kommen wir, glaube ich, her. Wo kommen jetzt die ganzen Lampen überhaupt her? Die waren doch vorhin nicht da. Moment. Was ist das hier? Sie muss etwas im Maul gehabt haben. Also die Statue. Das ist keine weibliche Füchsin. Und wenn, würde ich es nicht erkennen, ob das ein weiblicher oder männlicher Fuchs ist. Und der Fuchsi hier hat Kitties. あの人についていこう。 Es sagt sie wahrscheinlich, ich muss ihm wieder folgen. Ja, komm, dann machen wir das auch. Dann werde ich da hinten auch nicht hin können. Zu den roten Lampen. So, gibt's denn hier? Ja, ich sehe schon. Geh schon mal vor. Aber schön die Lampe hochhalten, dass ich dich auch nicht aus dem Auge verliere. Ich gucke mich noch ein bisschen um, weißt du? Also viel zum Umgucken gibt es jetzt hier aber nicht. So, jetzt ist er natürlich wieder weg. Ja, weit kann er ja nicht sein. Da vorne links liegt doch was. Das sehe ich doch von hier, oder? Ja, Stöcke.
Na, Stücke sind mir recht egal. Da liegen noch mehr Stücke. Hier liegen überall Stücke. Muss gut aufpassen, dass ich da nicht stürze oder so. Da liegt was. Was ist das? Ein Verband. Ein Verband ist allerhand. Da drüben ist er. Ist er doch, oder? Ja, da ist er ja. Da ist er ja. Der gute Freund, der nicht warten kann auf seine Freundin. So. Da wären wir, sagt er. Ja gut. Untersuche die Türen der Schatzkammer. Ich habe gerade Kettenklappern gehört. Das macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. So. Oh, jetzt ist er, natürlich ist er jetzt schon rein, oder was? Was willst du nur mit so Kerlen machen, hä? Gut, oh, da ist was. Ein Yokan. Beten wir mal, beziehungsweise kann man irgendwas in den Schrein legen. Higashi, Auswahl kleiner Bonbons mit Fruchtgeschmack, die auf der Zunge zergehen, stellt Ausdauer vollständig wieder her und verbraucht für einen bestimmten Zeitraum keine Ausdauer. Natürlich kann das auch als Opfergabe verwendet werden. Wie gesagt, wir geben erstmal gar nichts ab. Und zeichnen stattdessen auf. So. Sehr schön. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Pum. Aber ich glaube, viel weiter werden wir hier nicht kommen. Oh, da liegt eine rote Kapsel und da ist was verschlossen. Suche nach Hinweisen. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Ja, es ist auf der Rückseite von den Dingsies da. Das Problem ist, ich weiß natürlich die Kombination nicht mehr. Okay, da hinten leuchtet es jetzt sehr hellrot. So, jetzt kann ich aber... Pass auf, jetzt kann ich doch aber... Ah, ich muss da hinten hingehen, ja, alles klar. Jetzt kann ich doch aber da unten entlang gehen. Ja, komm, dann machen wir das gleich. So, gucke. Da, diesen Bretterweg da, den gehen wir jetzt halt entlang. Wollte er ja vorhin nicht, dass wir das machen. Also, wollte er nicht. Ist, sie hat halt Angst gehabt. So, guck mal, da steht was. Wenn ich in die Welt der Toten übertrete, bete ich nur, dass ich nicht durch die Tore der Hölle gehe. Bitte, erhöre mein Gebet. So, ich hoffe, dass diese Tür, ach, guck mal da, auch aufgeht. Ah, ich sehe sogar den Riegel, den man nicht braucht. Das ist eine Saloon-Tür. Sehr schön. Oh oh, ein Püppchen. Nande Kokoni? Weiß ich nicht. Das Püppchen, ich kann dir sagen, was es macht. Es warnt mich. Ich gehe zuerst mal hinten rum. Ich wollte gerade sagen, da durfte ich vorher nicht hingehen. Ja, jetzt auch nicht. Okay, ich muss wohl wirklich nach der Reihe gehen. Alles klar, machen wir. Püppchen. Den verdorbenen Seelen, die es wagen, in unser heiliges Land einzudringen, möge Unglück und Zerstörung bevorstehen. Der Plural. Den Wagen-Yokai wurden die Köpfe entfernt. Den Regenschirm-Yokai die Arme und den Kessel-Yokai wurden die Beine entfernt. Nur der Verlust jedes Einzelnen wird diese Verderbtheit läutern. Was bedeutet das wohl? Ja, wissen wir. Und ich glaube, hier kommt jetzt der Gegner da hinten. Und der wird auch genannt die Geißel des Rätselspielers. Denn er ist unkaputtbar. Man kann ihn außer Gefecht setzen, eklig wie er ist, aber er wird immer wieder auferstehen. Du bist kein Stück hübscher geworden, muss man ja gerade mal so sagen, ne? Ja. Lebt er noch? Er lebt noch. Ja,
Ja, ich habe jetzt hier natürlich das Problem, dass ich mich jetzt gerade in eine Sackgasse manövriert habe. Was eher schlecht ist. So, Ruhe jetzt hier. Lass mich mal in Ruhe mein Zeugs machen. Huch, ich krieg da was angezeigt. Ich will jetzt aber erstmal, eigentlich will ich jetzt erstmal da hinten am Schrein vorbeigehen. Durfte ich ja eben nicht. Wo ist denn der Schrein? Ist das der Weg, wo ich vorbeigehen wollte? Scheint so. Warte mal, ich habe ja noch eine Laterne, da kann ich ein bisschen heller machen. Das Gute an der Sache ist, das Messer ist hier unkaputtbar. Ah, okay, das ist einfach nur eine Abkürzung, um da oben hinzugehen. Ja, da will ich eigentlich gar nicht hin. Jetzt aber schnell zurück. Nicht, dass er wieder aufersteht. So. Also. Wir müssen uns gut umgucken. Wir suchen einen Wagen-Yokai. Sowas da. Ist, glaube ich, der... Ist das der Wagen? Nee, das ist... Nee, Moment. Ich falle gerade auf dasselbe Zeugs rein, wo ich beim ersten Mal durchspielen reingefallen bin. Das ist kein Wagen-Yokai, das ist ein Rad-Yokai. Okay? Gut. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Es gibt... Ich gehe mal einfach weiter hier. Irgendwo, man kann eigentlich jetzt auch schon so drauf gucken. Also. Das ist ein Kessel-Yokai. Sieht gut aus. Ich suche noch mehr. So. Moment, Eintrag aktualisiert. So, nochmal. Ja. Also, den Kessel-Yokai haben wir und der hat 3 Beine. Müssen wir uns merken für nachher. Beziehungsweise meinst du, ob ich ein bisschen cheaten kann? Oh oh. Wo ist er, der Kollege? Ich hab mich schon wieder... Alter, guck dir das an, wie ich mich hier wieder in eine Sackgasse manövriert habe. Wie ich mich wieder hier in eine Sackgasse manövriert habe. So, bleib liegen, Kollege. Ich hab's aber auch voll drauf. So, komm. Ist in Ordnung. Also hier gibt's nichts mehr zu gucken. Also ich kann sie hier nicht mehr antatschen. Diese Dinger da. So. Ich muss mal gucken. Okay, hier war ich schon. Aber da unten brauche ich gar nicht erst hingehen. Ich gehe da nach rechts. Mal die Laterne wieder, dass ich ein bisschen hell mache. Dass ich hier was übersehe. Wie sieht's eigentlich... Moment, was macht mein Dingens hoch? Weiß ich nicht. Verband schon mal nicht. Ramune, maximaler Verstand. Göttliches Wasser. Ausgerüstete Waffe. Arare, Gesundheit. Gesundheit. Okay, ich brauche Ramune. Ich muss mal, sorry. So. Ich muss mal ein bisschen sortieren. Und zwar hätte ich gerne, das bleibt, Werkzeugsatz, den bleibt da drüben, okay. Arare, Yokan macht auch Gesundheit. Lassen wir erstmal Schokolade, Verstand, wenn Fokus verwendet wird. So, dann lassen wir da auch. Higashi ist Ausdauer. Haben wir denn, wo ist denn der Ramune? Da ist der Ramune. Den hätte ich gerne da unten. So. Und dann nutzen wir gleich mal einen. So. Und wenn wir schon dabei sind... Oh, jetzt habe ich da natürlich keinen mehr. Das ist ein bisschen doof. Nun ja. So. Oh, was ist das da? Utsu-Tee. Gut so. Kann man gebrauchen. So. Ah, da steht wieder was. An denjenigen, der diese Notiz zufällig liest.
Es wird so einfach, wenn du einfach aufhörst und aufgibst. Schließlich gehörst du bereits zu den Toten. Sagst du. Ich sag da was anderes. So. Was sind wir denn hier? Da links geht's weiter. Das gehen wir erstmal. Ja, ich weiß schon, dass rechts diese Dinger da sind, die man mal angucken kann. Aha. Das ist ein Yokan. Komm, wir haben so viel Yokan. Ja, 5. Nehmen wir einen, oder? Auf den Schreck. Oh. Ganz wichtig ist, dass man das Menü wieder umstellt. Das Item-Menü. Das stellt sich nämlich nicht automatisch zurück. Und hier haben wir noch Verband. Okay, wir werden jetzt Verbände benutzen. Okay, ich sehe schon. Ich hätte da auch einfach abkürzen können. Aber eigentlich bin ich recht gut gelaufen, finde ich. Was ist denn da unten? Da waren wir noch gar nicht, oder? Komme ich da irgendwann wieder hin? Weiß nicht. Da unten? Können wir da jetzt hingehen? Möglich. Wir werden jetzt erstmal hier uns ein bisschen umgucken, ja? Ich suche ein Yokai, so ein Regenschirm und was war das andere? Ein Wagen, gell? Genau, Regenschirm und einen Wagen suchen wir. Da müssen wir auch nicht immer reingehen, das kann ich von hier erkennen. Blablabla, da ist nix. Was klappert denn da? Das Schöne, wenn man halt... Was ist denn das da unten? Das ist ein Wagen-Yokai, genau. Das da. Noch eins. Jawohl. So, die hätten wir auch. Jetzt brauchen wir da auch nicht mehr weiter zu gucken. Von der anderen Seite abgeschlossen. Ich höre doch, dass da irgendwo jemand herkommt. Jetzt aufpassen, wenn das andere Vieh kommt. Also hier ist zu, wir müssen jetzt quasi zurückgehen. Wenn wir dann aber schon zurückgehen müssen, oder? Sollen wir da mal einen Abstecher da runter machen? Das interessiert mich jetzt schon, wo wir hier sind, weißt du? Wo ist er denn? Ich will ihm nicht in die Arme rennen. Dem komischen Fuzzi-Vieh. Also runtergehen, die nächste rechts. Irgendwo kraxelt der ja noch rum, weißt du? Wir rennen mal ein bisschen. Oder auch nicht. Wo ist er? Ich höre ihn irgendwo rumlaufen, ich sehe aber nicht wo. Wo ist er? Drüben vielleicht? So, die nächste rechts, habe ich gesagt, gell? Das wäre hier. Es hört sich an, als wäre er links. Das ist doch eine gute Idee, nach rechts zu gehen, finde ich. Da oben rennt er. Ja, komm, der rennt da um den Dingensschrein rum. Was ist das hier? Ah ja, okay, hier waren wir schon. Soweit, so gut. Geradeaus und dann links. Komm her. Da kann man da... Gibt's da mehrere eigentlich? Oder ist das nur einer immer? So, ich muss jetzt hier links... Also hier jetzt links, schätze ich, oder? Ja. Genau. Hier jetzt links. Und dann die nächste rechts. Ich glaube aber, dass das immer nur einer ist. Der wartet halt einfach immer... So, da unten muss ich hin. Der wartet halt einfach immer an dem Stand... Moment, da hinten wollten wir vorhin hin und es ging nicht. Weil sie gesagt hat, oh, lauf mal ihm hinterher. Oh oh. Der hört sich jetzt schon verdammt nah an. Oh, Kacke. So, bleib liegen.
Echt jetzt? Oh, ich habe schon wieder keinen Verstand, weißt du? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, sonst hätte ich sowas Doofes nämlich gar nicht erst gemacht. Egal. Das musste es sein. Guck mal, da ist was. Was ist das? Naratsushi. Weiß ich nicht, was es macht. Werden wir dann irgendwann rausfinden. Okay, es gibt hier 2 Wege. Links geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir natürlich nach links. Liegt hier nix? Wo liegt denn hier nix? Doch. Was ist das? Ein Emma. Oh, ich werde hier zugeworfen mit Emmas. Ah, ist das schön. Ist das schön. Wie gesagt, Emma kannst du gebrauchen, um deine Statuswerte weiter aufzupowern. Und zwar kontinuierlich. Nicht kontinuierlich, dauerhaft. Dauerhaft so. Nee. Nicht. Nach rechts muss ich gehen. Da weiß ich nämlich nicht, wo es hingeht. Vielleicht machen wir da... Ah, da ist eine Brücke. Vielleicht machen wir da dann vielleicht eine Tür auf oder so. Ah, ich glaube, das ist die Tür. Das ist einfach die Tür, die wir vorhin gefunden haben. Glaube ich. Natürlich trotzdem umgucken. Nee. Was ist denn das hier? Okay. Ein blutender Baum mit Augen? Nee, den habe ich noch nie gesehen. Da ist wieder eine Kiste, die wir erst im 2. Durchgang öffnen können. Ein Blickwinkel auf die Hierogamie. Geschichten von Sterblichen, die mit Göttern und Geistern verheiratet wurden, finden sich in allen Kulturen der Menschheitsgeschichte. Sicherlich, aus menschlicher Sicht ist es eine unbestreitbare Ehre, sich an ein göttliches Wesen zu binden. Betrachtet man jedoch die entgegengesetzte Perspektive, so bindet sich das göttliche Wesen an eine vulgäre Lebensform. Was könnte sie möglicherweise dazu motivieren, eine solch erniedrigende Entscheidung zu treffen? Unzählige Jahreszeiten sind vergangen, seit ich zum ersten Mal in dieses heilige Land der Schönheit und Wunder kam. Und doch kann ich selbst jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ob ich selbst einer solchen Ehre würdig bin, diese Frage nicht mit Sicherheit bejahen. Also muss ich mich fragen, welchen Nutzen es für solche Wesen hat, ihr göttliches Blut mit dem von niederen Sterblichen zu vermischen. Um es klar zu sagen, ich bin überglücklich, ihnen von Nutzen zu sein. Allerdings frage ich mich... Oh, neues Omamori, Spitzmul. Ausweichen verbraucht keine Ausdauer, während man sich in einem kritischen Zustand befindet. Gut. Ist jetzt... Ich hoffe nicht, dass ich mich in einem kritischen Zustand befinde. Das Problem ist auch, du kannst während Camp... Okay. Lass mal gut sein. Ich hab auf die Geil... Du willst mich veräppeln. Hau bloß ab, hey. Wir hauen einfach ab. Die werden garantiert nicht nachkommen, oder? Ich komme ja selbst nicht mal hier raus. Wie wollen die das machen? Ernsthaft jetzt. Hau bloß ab. Ey, da... Ich wollte gerade sagen, da nehme ich es lieber mit dem Fuzzi da auf, als ja, so, ich komme hier nicht weiter. Das heißt, ich muss... Ah ja. Richtung stimmt. Ich weiß nicht, wo er gerade ist. Irgendwo hier. So, ich glaube jetzt nach rechts. Genau. Und dann über das Holzgedödel da. Oh, da steht wieder was. Ja, das hat man schon 100-mal gelesen. So, jetzt pass auf. Ja, jetzt kommen wir von rechts da dran. Das stimmt jetzt, So, jetzt erstmal... Ach, guck mal, da steht... Hier waren wir noch nicht. Man erkennt es da dran. Hätte ich sonst gesehen, so. Denke ich mal. Sicher sein kann man sich natürlich nie. Ach, guck mal da. Schön. Mal was in den Schrein legen.
Ich würde zum Beispiel alles, was über 3 ist, reinlegen. Große Menge Gesundheit, Ausdauer, maximaler Verstand. Da behalte ich mal 1. Kutsu-Tee. Ein leicht dickes Getränk, das durch Auflösen von Kutsu-Pulver in Wasser hergestellt wird. In dieser Region werden Ingwer und frisch gepresster Saft hinzugefügt, um den Geschmack zu verbessern. Bitte kalt genießen. Stellt für eine bestimmte Zeit lang Gesundheit und maximalen Verstand wieder her. Kann auch als Opfergabe verwendet werden. So. Das Ding ist, Yokan, du kannst 3 Stücke stacken und der 4. braucht dann ein neuer Inventarplatz. Wir sind übrigens auch gerade wieder voll. Deshalb ist es ganz praktisch, wenn wir den jetzt nutzen. Genauso wie ein Verband haben wir schon 5. Ja, und Yokan macht eigentlich nichts anderes als Gesundheit. Komm, wir geben sie alle ab. Zack, mal ein bisschen. Mal ein bisschen vorwärts kommen hier. Wir müssen auf 3000 erstmal kommen. So, außerdem will ich speichern. So. So. Okay, sind wir noch richtig? Ja. Nee, hier sind wir komplett falsch. Ich muss darüber gehen. Vorübergehend. Aha. Da ist noch was. Was ist das? Getrocknet. Oh ja, cool. Den kannst du opfern. Der bringt richtig viel Kohle. Da ist eine verschlossene Tür. Die öffnen wir natürlich. Aber da waren wir ja schon. Ist schon in Ordnung. Kannst dich umdrehen. Ah, ich dachte, da liegt was auf der Lampe. Nee, nee. So, wir gucken. Es fehlt noch der Regenschirm. Wenn ihr einen Regenschirm seht, sagt Bescheid. Oh, da steht auch was. Mama, Papa, ich glaube nicht, dass ich das nach Hause schaffe. Ich wünschte nur, ich könnte euch noch einmal sehen. Mayumi? Mayumi, war das nicht gestern in der Folge, in der ersten Folge, das Mädel, das verschwunden ist? Wo wir an diesem Messageboard da waren? So. Wir könnten natürlich... Da, guck. Da oben, das da. Das ist er. Ich wollte gerade sagen, wir könnten natürlich einfach direkt drauf gehen. So hier. Ach komm. Wir machen besser so. Und zum Schloss. Und jetzt gucken. Irgendwo ist er nämlich. Ich höre ihn doch. Moment. Wie muss ich gehen? Ich muss da raus. Danach links. Das Schloss ist ganz da drüben, aber da kann ich einfach außen rum. Okay, ich werde jetzt den Gegner nicht, wenn ich ihn nicht machen muss. Nicht bekämpfen. Ah, das ist schon mal falsch, wenn ich ihn nicht bekämpfen muss. Das will ich sagen. So. Wir rennen jetzt mal schön außen rum. Also hier ist nicht das Schloss. Hier ist dieser Fuchs, der was im Mund haben soll. Okay. Keine komische Musik. Ich glaube, das deutet darauf hin, dass wir hier keine Gegner haben. Wir sind noch richtig. Ja, genau. So. Da vorne müssen wir hin. Aber vorsichtig sein. Es kann hier Gegner geben. Wie man gerade hört. So, jetzt komm. Wir speichern zumindest mal. So. Aber erst legen wir was in den Schrein, und zwar getrockneter Kadaver. Tierkadaver, die ordnungsgemäß als Opfergaben verpackt wurden, sondern einen unangenehmen Geruch ab. Eine Art Opfergabe. Von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein dargeboten wird. Dann machen wir das natürlich. So. Higashi, Ausdauer wieder her. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas essen kann. Schoko. Ja, komm. Wir könnten eigentlich auch die Schoko essen, oder? Obwohl, wir sind voll, also wir brauchen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal. Oh, da liegt eine rote Kapsel. Ja, dann lassen wir die da mal besser liegen. So, aufpassen. So. Zack. Den Wagen-Yokai wurden die Köpfe entfernt. Es sind 2 Köpfe, also ist das... Ich mache von links nach rechts, zähle ich jetzt auf 2. Dreieck ist 1. Dieser
Pause-Button ist 2, sag ich mal, ne? Pause-Button. Ich sag, das ist ein Baseball. Das rechts davon ist ein Basketball, Baseball. So. Den Regenschirm-Yokai, die Arme, das sind 4 Arme. 1, 2, 3, 4. Also Baseball, Peace-Zeichen. Kessel-Yokai, die Beine. Er hat 3 Beine. Schlange mit S. Baseball, Peace-Zeichen. Schlange mit Lätzchen. Baseball, Peace-Zeichen. Schlange mit S. Es sollte das da sein. Zack. Haben wir gut hingekriegt, oder? Ich bin stolz auf uns. Vor allen Dingen auf mich. Und ich glaube auch, dass es der... Ja, wo ist der Mann hin? Ich glaube auch, dass das derselbe Code war wie beim ersten Durchgang. Hätte ich mir vielleicht aufschreiben können, dann wäre es deutlich einfacher gewesen. Aber naja. Beim dritten Mal vielleicht, beim dritten Durchgang. Steinschlüssel. Ein aus einem geheimnisvollen Stein gefertigter Schlüssel. Nach seinen Worten zu urteilen, handelt es sich vermutlich um etwas Wertvolles. Danke. Er ist schon wieder weg. Da ist ein Püppchen. Traue dem Fuchsmann nicht. Das ist übrigens das Püppchen, was man in der ersten Folge ganz am Anfang gesehen hat. Das war unser Püppchen. Oha. So, ich muss jetzt rennen. Sofern das geht. Erstmal Weg gucken. Wo bin ich? Da unten. Ich muss rennen und zwar da oben hin. Nächste rechts, dann einfach einen Weg lang. Ich bin an der Lampe hängen geblieben. Das ist fies. Rennen. Sie hat irgendwie, sie möchte nicht so rennen, wie ich wohl will. Alter, der ist aber auch anhänglich. Jetzt kommen da 2. Ja, aber echt. Weg. Bin ich noch richtig? Ja, weg von mir. Renn doch, Mädel. Ich kann halt nicht lange rennen. Das ist mein Problem hier. Ja. Komm. Dahin. Da muss ich unbedingt hin. Die haben mir aber mal ordentlich auf den Buckel gehauen, die drei Deppen, muss man gerade mal sagen. Zu dritt gegen ein Mädel. Unfair. So. Ja, jetzt machen sie wieder einen auf, ich hab nichts getan. Of course. Natürlich. Doch. 大丈夫です疲れたらすぐに言いなさい。では行こうか。Hat das Püppchen die Tür wieder aufgemacht? Das war beim ersten Durchgang nicht so, glaube ich. Mit dem Püppchen. Hinako. しっかりしろ。返事をしろ。よかった。お前は簡単に死ぬようなやつじゃないよな。週は
無事だよな。Hm. Hm. Hm. 一体どうなってんだ。街から誰もいなくなってる。これが悪い夢なのか。どこに行っても化け物しかいない。悪夢以外の何者でもないな。だとしても幸運だったよ。この世界に残ったのが2人だとして、そのもう1人がお前で嬉しいよ、相棒。リンコは？俺はあいつに話があるって言われただけで、別にその。リンコは無事なのか？一緒に逃げたんじゃないのか？悪い。俺も混乱してたみたいだ。あの時はみんなバラバラに逃げた。俺もリンコの姿は見てない。こんな状況でリンコはどこへ？自分の家か。Kann schon 行って sein. みようぜ、相棒。シュウ。 Und weg ist er. どうした？早く来ないと置いてくぜ。よし、しっかりしないと。 Irgendwie haben das とに Männer かくリン so. コを見つけなきゃ。 Das machen Männer wohl so hier. サクコ、ごめん。も Einfach う行かな abhauen. きゃ。 Kann ich speichern, das ist schon mal gut. Da geht's nicht weiter. Gut. Ich muss aber aufpassen. War da nicht irgendwo ein Monster? Mag sein. Aber jetzt wird erstmal hier gespeichert. So. Gut. Hoppala. Sorry, das wird öfters vorkommen. Oh, mein Messer ist ziemlich kaputt, würde ich mal sagen. Ja, und mein Stahlrohr auch. Ich bleib mal beim Baseballschläger. Ich habe ein Reparaturkit. Und wenn uns aber Monster begegnen, ich will nicht für das Messer zum Beispiel, auch wenn das Messer sehr gut ist, ich will da jetzt nicht unnötig Reparaturkits verballern. Lass mal kurz gucken. Also theoretisch soll es da links nicht weitergehen. Aber geradeaus schon. So, wo wollen wir hin? Ei. Da müssen wir aber ein bisschen laufen. Behaupte ich mal, dass wir doch besser nach rechts gehen, da wo Schuh hingegangen ist. Machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge. Okay? Danke und tschüss.